Der 14. April hu sech Juncker an der Victor Hugo Saal Lampersbierg getroffen, fir do hier Science-Projekt vorzustellen. Das ganze Seekonkurs, a wie den Ausgang aus, das seht ihr an unserem nächsten Beitrag. Den 14. April haben Partizipanten vom Konkurs Jungforscher ihr Projekt vorgestellt. Wir haben den Präsident Carlo Hanse gefragt, was dieser Konkurs genau ist. Der Konkurs Jungforscher richtet sich an Jungleute, der Stelle von 21 Jahren. Sie können eine Arbeit präsentieren an den sozialen Wissenschaften, Humanwissenschaften oder an den Naturwissenschaften. Es geht darum, für Kreativität bei den jungen Leuten zu fördern, die Innovation zu fördern, die Interessen und Wissenschaft und Technik. Eine Schülerin aus dem Algeet, Vasna Bosic, und zwei Ex-Schüler, Noe Walter und Luca Matthias, waren mit dabei. Sie und Schüler aus dem Atelier haben uns ihre Projekt vorgestellt. Ich habe Knöbel gegen Grippeviren getestet und da habe ich verschiedene Extrakte gemacht mit verschiedenen Komponenten, die eben dran sind. Und für das zu realisieren, gehen die Extrakte an einen Verdünnungsrohr gemacht. Für zu gucken, bei welcher Konzentration sie wirksam sind oder ob sie überhaupt wirksam sind. Und gehen zur Methode für das zu machen, die bei Negerheieren, einfach für zu gucken, ob dein Mittel aggressiv gegen menschliche Zellen sind. In dem Fall Lungenzellen, wirklich, dass der Virus sich über die Lungenzellen verbreitet. Und einkehr, ob es aktiv gegen den Virus selber ist. Mein Projekt ist über Donnerwider-Tendenzen hier in der Region. Ich habe analysiert, was von den verschiedenen Donnerwidern verschiedene Sorten Donnerwidern gehen, wie oft die dann hier aneinander auftreten und wie die meteorologische Voraussetzungen sind, für dass die jeweils Typen auftreten. Mein Projekt war eben dass wir die Blitzaufnahmen von den letzten 2 Jahren analysieren. Und da gucken an Punkte Richtung, an Polarität, was du rauskommt. Andererseits haben wir Formeln aus der Fachliteratur geholt, für die Densitäten von den Erdblitzer und Wolkenblitzer hier an der Gegend zu analysieren. Unser Projekt besteht am Anfang daran, dass wir eine Roboterhand gebaut haben, die wir mit einer Hand steuern oder anderem Moyen wie einem Potentiometer, die dann am Anfang die einfach Funktionen von der menschlichen Hand nur an. Du gibt kein richtiges Resultat, das war am Anfang, das geklappt hat. Wir als ein Projekt am Anfang daran bestanden, dass man probiert, auf ein Low Budget zu machen. Das ist am Anfang Handy an der Richtung existieren, kosten zwischen 50.000 und 60.000 Euro für die billigste. Und wir haben probiert, das ganz tief zu haben, und wir sind auf ungefähr 200 Euro rauskommt, Kosten von unserer Hand. Wir haben ungefähr am Oktober, November angefangen mit dem Projekt. Da haben wir die Idee, wir haben Jungforscher kennengelernt. Da haben wir direkt angefangen mit Prototypen von Händen, also von der Roboterhand an sich, mit verschiedenen Gelenken, aus verschiedenen Materialien, wo wir im Endeffekt auf eine Hand zurückkommen mit 3 Fänger, die aus 3D-Plastik geprintet sind. Und dann haben wir die Elektronik und Mechanik gemacht, die am Anfang Motoren, wie die sich mit der Hand verbinden, und die ganze Elektronik, die kann dafür, die kann steuern. Dieser Konkurs ist eine flotte Möglichkeit für wissenschaftliche Experienzen zu sammeln. Sie haben uns von ihren persönlichen Erfahrungen als Jungforscher erzählt. Vor allem für zu sehen, wer an einem Labor schafft, weil die Chance für den eben an der Schule nicht so oft, weil es echt theoretisch ist. Und vor allem den heute Konkurs als eine immense Chance, um so mehr zu kommen, an einem Labor zu schaffen, weil eben durch ihn geschickt wird, weil die Leute dann eben auch immens freundlich mit der sind, aber wenn dann auch mir sehr so eine Chance kriegt, das zu machen. Auf jeden Fall, das Ganze wird man ganz viel bereut, zumal ganz viel Basiswissen, weil ich das nicht gehabt hat. Und vor allem auch, wie proper schafft, präzise. Ja, ich glaube, dass der Konkurs das am Anfang braucht, dass man gelernt hat, wie man an einem wissenschaftlichen Projekt schafft, wie man sich Zeit andeelt, wie das wirklich genau aufläuft, mit Deadlines und so Sachen. Aber auch nach welche Probleme behilft, den unerwartet heinst du kriegt. Also mit Donnerwidern haben wir schon lange zu tun. Wir haben das Projekt für ein Projekt. Aus der Summe habe ich mal 4 Donnerwidern zu fotografieren für ein paar Jahre angefangen. Das hat wohl einfach eine Gelegenheit, für dass wir zusammen irgendwie alles etwas auf die Papier kriegen, einen Rapport schreiben und vielleicht nebenbei auch einen kleinen Preis gewinnen. Ging das zu diesem Jahr so? Sie da zufrieden?
méi wie zufrieden, ganz glücklich. Niveau ass nach méihéich wie d'lächt Joer se ganz flott passionant Erbichten dabei, die ganz vielversprechend sinn. Ech kru den nächte Feedback vum Jury, den absolut der Meinung ass wie lo gesot hun an dat motivéiert fir dann nächste die 43 Preisiwwerrechung schon zu preparieren. Wie dat ganz realiséierbar ass, ho Männer Remol beim Herr Hansen no gefrot. Man mat ganz viel benevolen an dann wat de finanziellen Deel ugeet durch eng Unterstützung vom Fonds National der Recherche, den eben wirklich muss Merci soen, Privatbetrieber, den noch muss Merci so an diesen Zeiten soen an Betriebe rauszuhöllen, für die Jungforscher zu helfen. Das kann einfach sehr vun Lions Rotary-Kluppen ich für denen Leute alle gute Merci soen, die die Jungkleit gelebt, dafür organisieren wir es. Ich meine uns Zukunft das ganz gut in Händen.